Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Amorth Pelzig. Und als allererstes heilen wir doch mal den frisch aufgestiegene Edwin mit seinen kühle 55 Trefferpunkte, die er hat. Und machen noch eine leichte Wundenheilen hinterher. So, von Dianamor, da ist gut. Hier gibt es auch nichts mehr abzustauben. Deswegen gehen wir erstmal hier raus. Und jetzt haben wir die Spießruteläufer hier gepackt. Es scheint, ihr habt die Stürme dieses Orts ohne größeren Schaden überstanden. Es tut gut, dass ihr noch lebt. Ich hab's überall mit Verrat zu tun. Sagt mir, warum ich euch nicht umbringen sollt. Was für Feindseligkeit, und ich schätze, sie ist wohlverdient. Sie ist jedoch auf das falsche Gericht. Ich möchte hier nicht euer Feind sein. Irenicus drängt immer vorwärts, aber ich kann nicht erkennen, was mir das nützt. Die Klingen, die er mal gegeben hat, ist kaum eine Entschädigung. Der Ort soll besser zur Plünderung freigegeben werden. Ich biete euch einen Rat an, um das Vertrauen zu festigen, und ihr könnt noch eigene Dafürhalte seinen Wert beurteilen. Eigentlich ist es ja ganz simpel, und auf lange Sicht bitte euch Retter. Gebt euren Worten Gewicht, sie werden eure Lebensdauer bestimmen. Irenicus stellt in der Tat Macht dar. Ich habe in seiner Schutzzauber keinerlei Nische gesehen. Man braucht eine Armee, um zu trotzen, und ich schlage vor, sie aufzustellen. Die Insassen von der Anstalt sind eine Quelle, die man anzapfen kann. Befreien sie mal, und ihr Zorn und ihre Enttäuschung werden auf Irenicus niedergehen. Das ist mein Vorschlag, und ich überlasse euch die Ausführung. Overwahrt eure Armee, nutzt sie oder ihr werdet sterben. Bah! Hätten auf die Worte von einem Pirat ab, der Adrian. Er versucht uns von einer Verrückte vernichten zu lassen. Ich schlag vor, wir greifen der Zauberer jetzt da, während er auch verwundbar ist. Ja, genau deswegen bist du derjenige mit der geringsten Intelligenz, Anom. Ich verabscheue es, der Worte von dem Menschen genauer zu lauschen, aber sein Rat könnte klug sein. Lasst uns zumindest sehen, ob man die verrückte Zauberer befreien und ausnutzen kann. Das sehe ich auch so. Deswegen, es wäre wirklich Selbstmord, jetzt hier reinzustürmen. Kann ich euch auch mal zeigen? Wir können sie mal einfach mal lustig probieren. Achtung, lustig, lustig, tralalala. Bodhi hat mich enttäuscht, indem sie euch am Leben ließ. Doch das Ergebnis wird das gleiche sein. Ihr hättet fliehen sollen, als ihr die Gelegenheit dazu hattet. Ihr seid nahezu klar, dass ihr mich ohne Hilfe ergreifen könntet. Ich kenne euch in- und auswendig. Ich habe selbst euer Seel genommen. Für den Rest von euch habe ich keine Verwendung. Platsch. No, das war der Zauberwunsch. Das haben wir, oder habe ich gerade eben noch so gesehen aus dem Aare-Winkel. Irenicus hat den Zauberwunsch gewirkt und hat sich wohl in seiner Weisheit gewünscht, dass wir alle zur Hölle fahren mögen. Und ja, das hat wohl geklappt. Wurde erhört. So, da könnten wir auch noch irgendwie raus, aber nee, irgendwie ist hier verschlossen und nö, kommt man nicht durch. Also Portal ginge hier auch noch. Aber irgendwie... Ich warte. Ist schon Nö, geschehen. so geht's gerade dann durch. Und ich will auch das Portal später nicht verwenden, um ganz ehrlich zu sein. Ach, wenn es mir widerstrebt, aus rollenspieltechnische Gründe, dass man so blöd ist, aber ja, ich muss es halt irgendwie. Irgendwie muss es ja doch machen. Damit ich dort hier. Ja, egal. Werden wir schon sehen. Was ich meine. Hier haben wir noch was. Erstes Tagebuch von John Irenicus. Es gibt wohl keine Zweifel daran, dass diese Niederschrift für mich eines Tages zu einem äußerst peinlichen Erbe werden könnte, aber ich muss meine Gedanken ordnen, oder sie werden meinen verfluchten Verstand noch überwältigen. Die Zauberfeste steht nun unter meiner Kontrolle. Nachdem ich aus meinem Tiefschlaf erwachte, war es kein Problem, die dortigen Verteidigungsmechanismen einfach auszuschalten. Direktor Vanev hat sich praktischerweise selbst ausgeschaltet, weil er auf einer meiner Zauber irgendwie allergisch reagiert hat. Ich habe vergessen, was es genau war. Habe ich von so etwas schon in den Tempeln von Suldanes-Alar gehört? Spielt es überhaupt eine Rolle? Das sollten wir uns auch mal merken, Suldanes-Alar. Mein Zustand verschlechtert sich und die Erinnerung an meine Heimat wird immer schwächer. Ich sehe Bilder einer Familie vor mir, mit denen ich keine Namen assoziieren kann, und ich träume von Gefühlen, die ich nicht mehr empfinden kann. Manchmal spüre ich, dass die Natur meiner Mutter
dass die Natur meine Mutter ist. Ich empfinde sie so, als wäre ich nie von ihrem Schoß getrennt worden. Aber diese Momente sind selten. Ich spüre die Zeichen der Senilität, doch ich habe den Zorn und die Macht eines jungen Elfen, um über sie zu klagen und zu wüten. Bodhi hat den Fluch besser ertragen als ich, aber sie war fokussierter. Und was noch wichtiger ist, sie ist eine Untote. Sie ist nun völlig ihrer Existenz als Vampirin erlegen, obwohl auch dieser Zustand zuerst nicht dazu fähig war, das Todesurteil, das auf ihr liegt, abzuwenden. Sie hatte ihre Sterblichkeit umarmt und war von der brennenden Dringlichkeit, die sie ihrem Leben gegeben hat, ganz verrückt. Aber dann war sie ebenfalls ganz verwirrt. Imoens Seele hat sie gerettet, aber ihre Motive bleiben durchsichtig, ja geradezu primitiv. Sie ergötzt sich an ihren niederen Instinkten, während die Elfin in ihr das Wesen verabscheut, zu dem sie geworden ist. Ich würde meine Schwester bedauern, wenn ich dazu fähig wäre, aber zu Gefühlen bin ich nur noch in Form von gewaltsamen Gefühlsausbrüchen fähig. Alicina hat mir meine Fähigkeit genommen, wahrlich zu empfinden. Ach, der Name sollten wir uns merken. Sie hat mir nur das fadenscheinige Herz eines Menschen oder von sonst irgendeinem kurzlebigen Gezücht gelassen. Ich werde das nicht mehr lange erdulden. Die Zauberfeste entspricht meinen Bedürfnissen recht gut. Sie führen hier schon seit einiger Zeit Experimente an Gefangenen durch, allerdings auf ziemlich barbarische Weise. Ich habe ihre Gerätschaften verbessert und die notwendigen Rituale vorbereitet. Mit Imoen bin ich jetzt praktisch fertig, wobei sie aber noch immer einen guten Köder abgibt. Ich bin mir sicher, dass Abdel Adrian früher oder später auftauchen wird. Bodhi hat mir mehr Meuchelmörder geschickt, als ich angefordert habe. Ich habe daher schon einige von ihnen entsorgt, aber das Ganze kommt mir wie blanke Verschwendung vor. Ich denke, sie hat das absichtlich gemacht, weil wir die Überschüssigen in dem Labyrinth unten freilassen mussten und sie jetzt dort nach Lust und Laune auf die Jagd gehen kann. Ihr Hunger und ihre Gier erstaunen mich, wie kalt sie ans Untote nur so sehr leben. Vielleicht ist es ja die Seele Imoens. Ich werde diese Erfahrung bald selbst machen. Abdel Adrian sollte sich besser beeilen. Reizend. Ganz reizender Bursche mal wieder. Und gibt es hier noch irgendeinen Stauraum, wo ich reingehen kann? Das ist auf jeden Fall ganz cool. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier erfahren, dass Irenicus tatsächlich durch den Verlust von seiner Seele, und er war mal ein Elf, wie es aussieht, dass er dadurch so geplagt ist, dass er Gedächtnisverlust erleidet. Was tun dann ihr hier? Lonk, der Zurechnungsfähige. Ach, sehr geil. Ihr sollten genau wie die anderen durchgeknallt auch in eurer Zelt sein. Lonk, der Zurechnungsfähige, kümmert sich um euch, aber ihr sollten mir Respekt zollen. Heute Nacht werden alle eingeschlossen. Zu viele Leute sind verstört. Passiert dauernd, wenn der Boss rumexperimentiert. Macht sie wohl wütend. Könnt ihr mal vorstellen. Macht sie wütend. Ach ja? Und was denn passiere, wenn sie frei wären? Ihr seid einer von denen, das will nie dann machen. Für sich genommen kann man sich ja noch rumkommandieren, aber alle zusammen, die sind viel zu aufgeregt, als dass man so unter Kontrolle haben könnt. Ja, darauf spekuliere ich ja. Lassen Sie frei sofort. Ihr wollt Schwierigkeiten machen, ja? Damit kann ich umgehen. Ich passe nicht auf den Ort auf, weil ich hilflos bin. Ach, schauen wir mal. Hauptsache mal wieder einer mehr abgemurkst und der ist offensichtlich magisch begabt, der Typ. Aber seid sauber scheitern. Lonk ist tot. Gewisper und Gerede erfüllt den Raum, ehe eure Mitbewohner bemerken, dass sie frei sind. Ihr hofft, das Richtige getan zu haben. Jetzt, wo wir die bekloppte Freigenosse hinweisen, wir ihnen am besten schnell den Weg, sonst werden wir von ihrem Wahnsinn noch verschlungen. Ja, besser ist es wohl. Jetzt haben wir nämlich die ganze Idiote. Jemand Freies? Welches Gesicht soll ich dafür tragen? Jetzt haben wir die ganze Bekloppte auf unserer Seite. Ihr werdet die Mine tragen, die Tiax befiehlt. Heute regiert er alle. Schweigt lieber! Hört ihr nicht das Heulen? Sie kommen von allen Seiten! Ihr werdet den Tag bereuen, an dem ihr euch dem Willen Tiax widersetzt habt. Über meinen Kampf macht man sich nicht lustig. Ist das die Regel für alles, was ihr betrachtet? Oder darüber hinaus? Was ist mit denen, die im Innern wandeln? Oder außen herum? Oder hindurch? Die da stehen, wo ihr jetzt steht? Niemand steht dort, wo Tiax steht. Es sei denn, er läuft über ihre Köpfe. Wie ich sehe, tut ihr es jetzt. Und unter anderen. Erkennt ihr das nicht? Seht sie im Innern und dahinter und weit entfernt. Nein, nein.
Ihr sprecht zu viel von dem, was man sehen kann. Ich möchte nur meine Hübschen wiedersehen. Ich werde nicht weit wegschauen. Ich verspreche es. Tiax ist von Narren und Wahnsinnigen umgeben. Wer ist schuld an diesem Ärgernis? Wen soll Tiax zerschmettern? Befehle sollte ich dem Spinner lieber nichts. Der hält sich hier vor der Regent. Beruhigt euch alle. Ja, alle, wenn wir hier raus wollen, müssen wir Irenicus gegenübertreten. Es gibt nur einen Mann, der zwischen euch und eurer Herrschaft steht. Irenicus. Irenicus? Ich habe sein Gesicht einmal verwendet. Seine Strafe war... Ihn anzusehen bedeutet zu weit wegzusehen. Ich kann ihn nicht ansehen. Durch alle Ebenen hindurch ist er kalt. Niemand geht dort, wo er wandelt. Dennoch sehen sie ihn nicht. Lieber würde ich mich den Feuerhunden selbst stellen. Dieser Irenicus ist ganz sicher ein Werkzeug der sabbernden 12. Hehehe. Er hat das getan. Er was? Ich werde... Wir müssen ihn finden. Er ist der Grund. Er ist es, der die Prüfungen veranlasst. Ich werde nicht ruhen, bis sein Kopf mir und nur mir allein gehört. Das klingt doch gut. Ja, würdet ihr Verrückte jetzt bitte endlich noch ohne gehen? Er hat euch alle gefoltert, helft euch selber und helft mir, ihn zu besiegen. Tiax wird ihm allein gegenübertreten. Tiax hält euch nicht für würdig, ihm zu helfen, doch ihr könnt zuschauen, wenn ihr wollt. Okay, jetzt haben wir unsere Spinnerarmee und der Kampf geht los. Was ist das? Ihr habt alle meine Versuchsobjekte freigelassen? Wie wunderbar verrückt von euch. Ich habe nicht erwartet, dass es so gefährlich und riskant werden könnte. Ja, weil die Spinner nicht nur bekloppt und unzurechnungsfähig sind, sondern weil die Spinner und Bekloppte allesamt auch noch ziemlich starke Magier sind. Und wir brauchen die auf jeden Fall gegen Irenicus. Ich brauche sie nicht, das ist etwas überheblich, aber nicht, dass ich euch amüsiere. Jetzt werde ich euch und euer Pläne, und euer Leben beenden. Übereifrig wie immer, aber euer Argewerei zieht bei mir nicht. Ihr seid Gefahr für mich, nicht mal mit eurer Armee der Bekloppter. Euer Schicksal wurde mit dem Fluch, den ich auf euch übertragen habe, besiegelt. Ich habe sowohl eure als auch Imons Seele und sie haben sowohl mich als auch Bodhi geheilt. Ihr werden an unserer Stelle sterben oder noch Schlimmeres erleiden. Bodhi hat gesagt, ihr hättet eine Transformation gezeigt. Mit eurer langsam versiegende Wille wird vielleicht die Essenz von Baal aufkommen, um euch zu übernehmen. Das wird ein Anblick wäre, da bin ich mir sicher. Ich hol zurück, was mir gehört. Ich hol's mir zurück. Ihr habt den Ort verdorben, aber ich werde ihn mir zurückholen. Ihr habt die arme Seele hier gequält, lang bevor ich hierher gekommen bin. Und ich habe mehr Grund, das zu tun. Aber was rede ich mit bekloppt, ob ich doch mal Rache vollführen sollte? Jeder einzelne von euch. Ich habe meine Seele zurück und werde ohne eure Einmischung für meine Rache arbeiten. Okay, jetzt können wir hier gegen Irenicus kämpfen. John Irenicus. Und er hat diverse Doppelgänger Erschaffer. Klon erzeugen hat er gemacht. Ja, das sind nochmal reizende Experimente. Und irgendjemand hat Zeitstopp gewirkt. Vanev. Ah, okay. Das ist der erste Grad 9 Zauber, den man eigentlich so macht. Naja, mit Edwin meint er dann den Klon Edwin. Oh, er hat sie alle mal in Furcht versetzt. Das ist sehr gut. Und Irenicus. Ui. Kämpfen, wenn ich meine Pläne doch überall in die Tat umsetzen kann. Ich muss wieder von vorne anfangen. Okay. Das ist schon nicht schlecht. Ja, ich habe Irenicus jetzt besiegt. Aber mit dem Sieg über ihn sind all die anderen Verrückte gestorben. Diesmal habt ihr den Sieg davongetragen. Doch wisset, innerlich geht ihr bereits zugrunde.
Viele werden sich euch noch anschließen, ehe ich fertig bin. Mein Hain wird meinen Zorn zu spüren bekommen. Hier, kämpft gegen die hirnlosen Mörder, die ich opfern wollte. Ich werde andere finden, die meinen Bedürfnissen dienen. Dieser Ort gehört euch. Ich hoffe, er wird euer Grab. Und jetzt hat jeder nochmal 68.500 Erfahrungspunkte gekriegt und Abdel Adrian ist gerade wieder eine Stufe aufgestiegen. Gewittertunner Keitel. Gewittertunner Keitel, der ist jetzt schon auf Level 20. Leckt mich doch fett. Zusätzliche Waffenfertigkeit der Ends. Schadensfaktor für hinterhältigen Angriff erhöht -1. 2 Trefferpunkte und 3 Sagenkunde. Alter Latz. Dann machen wir dann mal hier auf 30, dadurch, dass ich die Stiefel ausgezogen habe. Und die Fallen finden. Machen wir mal weg. Und machen lieber Schlösser öffnen Nummer 1 dazu. Okay, dann haben wir noch einen Fertigkeitspunkt. Da können wir jetzt nicht mehr machen. Keule ist Quatsch für einen Dieb. Kurzbogen. Einhänder Kampfstil mit 2 Waffen. Ja, jetzt kommt eigentlich wirklich nur noch Quatsch, was ich vergeben kann. Krummsäbel habe ich nicht vor, da gibt es gescheite im Spiel. Schleuder, 200 Kampfstil mit Waffe und Schild. Ja. Machen wir einfach mal Kampfstil mit Waffe, wobei das für ein Schurke absolute Quatsch ist. Ich mache einfach mal die Armbrust noch mit rein. So. Ich glaube, das ist das Sinnvollste, was man machen kann. Und er kann immer noch aufsteigen. Gewittertunner Keitel, jetzt bin ich eigentlich schon im epischen Bereich. Noch Pen-and-Paper-System wäre Abdel Adrian jetzt im epischen Bereich. Der wäre ein epischer Charakter. Krasser Scheiß. Das ist hier, also hier fliegen die Levels geradezu. Meine Güte. Gut, Viconia ist dann die nächste. Und hier sind jetzt überall hirnlose Mörder, wie ich gehört habe. Wo sind sie dann? Erstmal die Klone noch vernichten. Gut, da sind sie, die hirnlose Mörder. 1400 Erfahrungspunkte bringen sie. Das ist etwas popelig. Also die scheinen alle einen hinterhältigen Angriff zu versuchen. Und es waren die, die ihr wieder so Ritual opfern wollt. Der alte Seelenklempner Irenicus. Was sind dann die Typen bei sich? Stinknormale Dolch und ein Kurzschwert. Ja, Wald- und Wiese-Meuchelmörder, würde ich sagen. Mit denen wollte er mich umbringen? Das ist schon etwas Panna für Irenicus, dass mir so Wald- und Wiesenmörder auf mich hetzt. Okay. Und sonst hier gibt es überall nichts mehr zu holen. Hier habe ich alles geholt, was es zu holen gibt. Da war nichts mehr hier in dem Raum ist. Ah, ne, da ist eine Tür. Okay. Ja, komm, der Rede. Gerade mal checke. Hier ist ansonsten nichts mehr, ne? Da war nur Irenicus gestanden. Einmal wie Irenicus fühler. Oh, in Cactus Pokan. Okay, das war jetzt einmal in Irenicus Haut gesteckt. Und ansonsten. Okay, da komme ich nicht mal so durch. Da brauche ich einen Schlüssel davor. Sag mir, was zu tun noch. ist. Ich warte. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt dort entlang. Ich hoffe, das bringt was. Das bringt immer was, Abdel Adrian. Und dann schauen wir mal, wie es weitergehen soll. Also die ganze Bagage liegt auf jeden Fall schon mal hier tot rum. Das ist schon mal nicht verkehrt. Aber leider hat es auch die Verrückte gekostet. Das heißt, unsere Spinnerarmee ist leider auch hinüber. Das wäre schwer gewesen, die ganze Spinner mit rumzuschleppen. Auf der anderen Seite wäre es sehr, sehr ätzend gewesen. Man kann nicht immer die Wohlfahrt sein. Und gerade so ein böser Charakter wie meiner, nee, ist nicht so das Ding. Okay, der Zurechnungsfähige, der hat nichts mehr bei sich, was von Interesse wäre. Dann müssen wir wohl anders hier. Fort und verschwunden, so wie der Schatten das Morgenlicht flieht. Ihr werdet ihn doch nicht so leicht davonkommen lassen. Warum ermutigt ihr mich? Ihr war doch in seine Dienste, oder? Ich werde keiner von euch entkommen lassen. Ihr habt ihnen geholfen und werden auch gemeinsam sterben. Was macht ihr hier hin? Euren feige Meister euch nicht mitgenommen? Ja, mache ich doch das dritte.
Was macht dann ihr hier? Han euer feige Meister euch nicht mitgenommen? Ja, es ist ja wohl, dass die Bodi mich eingestellt hat, aber sie hat sich davor gemacht und ich muss ihrem Bruder gegenüber loyal sein. Die wertlos klingen, diese Machiavelli ist ganz hübsch, aber andere Dinge sind immer wichtiger. Übrigens, ich weiß ein bisschen von seinen Plänen, weil ich eher da zweimal in seinem Tagebuch reingeguckt habe. Na, es ist zwar wenig, aber ich kann mir vorstellen, dass wir alle in Bedrängnis geraten, wenn er nicht aufgehalten wird. Sein Ziel ist mir ein Rätsel. Ich weiß nur, dass er vorhat, meine Göttlichkeit auf irgendeine Weise zu nutzen. Nee, das lieber nicht, sondern welche Absicht hat Irenicus? Hat überblieben bisher geschlossen. Zweifellos spürt er, dass ein Schurke von seiner A-Lage her immer unvollkommen ist. Das kann man ihm nicht mal zum Vorwurf machen. Ich habe viele tote Freunde, die sich brüsten, als Schweigen nützlicher gewesen zu sein. Als Schweigen nützlicher gewesen wäre. Aha, okay. Aus dem, was ich in seinem Tagebuch gesehen habe und was ich aus der Unterhaltung mit Bodi herausgehört habe, weiß ich, dass sein Zielort der Elfenstadt im Tetierwald ist. Sultan Salar. Was er dort genau vorhat, weiß ich nicht. Aber anscheinend erwartet er, dass er dort mächtiger als alle anderen wird. Sogar als Götter. Und das kann nicht gut sein. Und deswegen biete ich euch meinen Dienst an, in der Hoffnung, dass wir uns gegenseitig von Nutzen sein werden. Ich bin sicher, ihr versteht mein Motiv zur Selbsterhaltung. Ihr schlagt also Loyalität vor. Ich kann dort drin nur Nutze für euch erkennen. Ja, natürlich werde ich mich auch nicht aufdrängen ohne ordentliches Friedensangebot. Lasst mich euch erstmal darüber aufklären, wie ihr von dem Ort entkommen könnt. Irenicus ist durch ein magisches Portal geflohen. Es könnte mit Falle versehen oder sogar ins Unerreich führen. Kein ungefährlicher Ort. Er versiegelt die Dera, aber ich glaube, ich kann uns an die Oberfläche bringen. Ich empfehle, dass wir zurück auf mein Schiff gehen. Ich weiß, wo es ihn treibt. Wir können ihm den Weg abschneiden. Jetzt ist halt die Sache. Portal oder Reise mit Seemon Havarian. Ich glaube, wenn man sich für das Portal entscheidet, ist es tatsächlich so, wie er sagt. Es führt ins Unterreich. Und wenn ich mit Seemon Havarian fahre, dann kommt man noch in ein zusätzliches Level A. Ja, das werden wir dann sehen. Das scheint annehmbar zu sein. Wo ist der Hoker? Ja, es gibt keine versteckte Bedingungen für meine Hilfe. Ich wünsche mir nur eure Freundschaft oder zumindest eure Vergebung. Ich brauche Verbündete, wenn ich überleben will. Nee, ich steige auf kein verdammtes Schiff. Ich habe schon mehr als genug davor auf dem Highway gehabt. Wenn wir irgendwo hingehen, dann ins Unerreich. Wir schlagen uns einen blutigen Weg durch seine Eingeweide. Wenn er jetzt das Portal ausprobiere oder mich noch immer begleite, vielleicht werde ich die Klingen an, wenn ich die Klingen, die ich als Bezahlung erhalte habe, um euch mal gute Absichten zu zeigen. Ich werde mal irgendeinen Weg finden und euch ebenfalls töten, okay. Na gut, führt uns mal nur draußen, wir werden euer Schiff nehmen. Umsichtige Wahl. Erlauben mir mal magische Fähigkeiten zu nutzen, um Irenicus Schutzwall zu durchdringen und uns dann in der Oberwelt und an die Sonne zu teleportieren. Ach, zaubern kann er auch, der feine Herr. So. Schön, euch in guter Gesundheit wiederzusehen. Wie ihr seht, ist der Weg sicher und wir sind frei. Nun zum aktuellen Geschäft. Geht in die Stadt und besorgt die Vorräte, die ihr braucht. Wir treffen uns in der Taverne und planen die weitere Reise, sobald ihr fertig seid. Okay. Abschied von der Insel. Ist schon und wie gesagt, dort durch... Oh, Schatter, Todesalb. Um die geht's mal, um die Mistviecher. 2 Todesalbe. Also nicht Alben oder Albi oder sonst was oder Albino. Alb wird Albe im Plural, glaube ich, bezeichnet. Moment, was hat der Corgi Boy für Waffe? Du sollst das Ding verwenden. So. Gut, und das auch noch ohne Korgan zu verkrüppeln. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Jemand hat eine Stufe eingebüßt. Das ist doch schon mal was. Mistviecher. Wie viel bringen dann die so ein Todesalb? Ach, 2000. Okay. Ein Schädelspalter. Gut. Wunderbar. Dann Ich bin dabei. alle rüber. Und uns trifft hier auch wieder kein Zauber. Das ist doch schon mal praktisch.
Ist hier wieder lang? Okay. Nicht schlecht. So, einer fehlt noch. Nie fehlt noch, Entschuldigung. Und jetzt runter hier. Und ich glaube, haben wir hier einen Händler überhaupt? Ich glaube, wir haben auch bisher keinen Händler hier getroffen. Finsterster Verderbtheit, falls es je so etwas gegeben hat. Wenn es nicht der Orden tut, dann werden die Götter die Menschen für diese Sünden zerschmettern. Müssen wir hier zum vulgären Affe wieder rein. Ich glaube, du könnte es einen Händler geben. Sicher bin ich mir aber auch nicht mehr. Aber nee, klappt nicht. Da gibt es keinen Händler. Nur der Wirt und der bietet noch stinknormale Zimmer an. Okay. Und irgendeiner lacht mal wieder so saudumm in die Nacht hinein. Was ist denn das so für einer? Der Cremi. Ihr benötigt etwas, Fremder? Geht weiter, Kamerad. Keine Zeit, mir zu babbeln. Ich werde auf meine Angestellte. Ja, Cremi. Alles klar. Was haben wir dann hier noch? Gute Idee, das mir zu übertragen. Wo steht dann der Lump? So ist er doch. Semon Havarian. Ich bin froh, euch zu sehen. Obwohl unser Treffen von unglücklichen Ereignissen überschattet ist, von denen ich berichten muss. Ich hatte gehofft, die Sache geklärt zu haben, aber dem war nicht so. Ich habe kein Schiff, mit dem ich euch eine Überfahrt anbieten könnte. Es wurde in einem Akt reinster Böswilligkeit versenkt. Wie übel man mir doch mitspielt. Unglaublich, was wir uns hier für Lüge erhören müssen. Schon als ihr uns die Überfahrt angeboten habt, wusstet ihr doch, dass euer Schiff zerstört war, Pirat. Geben's zu. Es verletzt mein Innerstes, dass ihr glaubt, ich werde versuchen, euch um eure Rettung zu betrügen. Vielleicht hatte ich mein Schiff nicht richtig im Griff, aber meine Absichten waren gut und ehrlich. Mein einziges Bestreben ist es, ein Transportmittel für euch aufzutreiben, und das geht am besten, wenn ihr mir ein neues Schiff beschafft. Wir sollten uns dummler, ehe die Feinde zurückkehren. Nö, ich will mal schon aus einem magischen Portal unter den Zauberfeste nutzen, oder... Ich glaube, ich finde jemand, bei dem etwas direkter Schiff heuern kann. Okay, was ist euer Plan? Der offensichtliche Weg wäre, Rache zu nehmen und ein anderes Schiff zu beschaffen. Und zufällig habe ich auch schon das perfekte Objekt im Sinn. Der Piratenfürst, der mein Schiff auf so böswillige Weise unbrauchbar gemacht hat, besitzt selbst ein hervorragend geeignetes Schiff. Wenn wir damit abhauen könnten, wären wir bestimmt aus dem Schneider. Wie heißt sich, wenn Piratenfürst in die Quere kommt? Ich gehe zum Portal zurück. Als wie das Portal. Erzähl mal mehr drüber. Das Schiff ist an den Docks verteut. Im Schutze der Nacht könnten wir es ziemlich einfach übernehmen. Wir müssen nur sicherstellen, dass es dort zum Meerufer ist, damit wir in die freie Bucht gelangen. Wenn ihr euch das Horn beschaffen könnt, was der Tormann vom Signal gibt, könnten wir es bei Nacht blose und wechseln, ehe irgendjemand was merkt. Das wird nicht klappen, ich werde zum Portal unter der Zauberfeste zurückkehren. Okay, und ich vermute, ich soll das Horn stehen. Wo seid ihr dabei? Ich werde nicht untätig sein, wenn ihr euch um das Horn kümmert. Ich werde die Docks sichern und das Schiff startklar machen. Wir werden frei segeln können, sobald die Wache weg sind. Schiffe stechen ständig in See, besonders das vom Piratenfürst. Das ist Blödsinn, ich gehe zum Portal unter der Zauberfeste zurück. Ausgezeichnet ist, ich werde es mit eurem Plan versuchen. Gib mir die Einzelheiten. Die Sache ist einfach, da ganz ohne Licht wird's nicht gehen. Das Horn ist verzehrt und wunderschön und der Piratenfürst lässt es von Kaya, seiner Geliebte, gut bewahren. Könnte ich mal nur den Luxus Zeit gönnen. Da werde ich versuchen, sie zu umwerben, denn sie besitzt eine zweifelhafte Tugendhaftigkeit. Das habe ich zumindest gehört. Tagsüber befindet sich das Horn in der Obhut vom gut bewachten Piratenfürst, aber nachts hängt es in Kayas Zimmer. Besorgt euch im Schutz der Dunkelheit das Horn aus ihrer Unterkunft und kommen sie mir an Bord vom Schiff zum Hafen. Wird ihr Piratengalan in der Nacht nicht bei ihr sein? Okay, ist aber mal sehr gut. Ich werde das Horn holen. Ja, zu eurem Vorteil. Es sollte euch noch mehr anspornen, die Aktion flink und clever durchzuführen. Wir werden ganz schnell weg sein und ihr solltet von mir die Klinge für die erwiesene Dienste annehmen. Gehen jetzt und tut, was ihr getan werden muss. Das ist auch so ein elender Krämer. Ständig will er mir diese scheiß Klinge drehen. Ohne Witz, er ist nicht zufrieden mit dem, was er gekriegt hat von Bodhi als Dienster.
Und als wieder kommt da, ich habe nur das Lappedudel-Ding gekriegt. Und ja, willst du es nicht haben? Willst du es nicht haben? Da ist irgendwas faul. Das weiß ich schon ganz genau. Da ist irgendwas mordsmäßig faul. Der Typ, das ist ein Schlotri ohne Ende. Schlafen hier, der Moment vom Aufstehen rückt schnell näher. Was ich schon so früh gehe, der Morgen liegt noch in weiter Ferne. Aha, da liegt wohl nicht ihren Typ neben dran, sondern ach so, Affäre wieder. Bleiben für einen Moment, aber wisset, dass ihr gehen müsst, wenn der Morgen kommt. Die Gefahr, dass ihr hier entdeckt werden, ist dann zu groß. Ja, ich weiß, aber ich war nicht derjenige, der es so gemacht hat. Das war ungerechtfertigt im Moment seit meiner Wahl. Die Vergangenheit zählt nicht. Schon, wenn wir ertappt werden. Der Charik verdächtigt euch doch, seitdem er euch mit dem Seemon entdeckt hat. Ist doch nicht sein Name. Ihr habt genug drüber noch gedacht, um ihn als Gefährte auszuwählen. Dummheit in meiner Jugend. Er war schwer uns erwartet. Es war schwer es erwartet zu lauschen. Er kann mit ihnen sehr gut umgehen. Das ist es, was ihr über mich gesagt habt. Dann geht, wenn ihr so gekränkt seid. Bin ich nett, ich weiß, wo ich stehe. Ich bleib, wo ich euch sag. Wenn das nicht genug ist, wäre ich mir ein anderer Liebhaber, Sora. Das werden wir doch ohnehin schaffen. Entschuldigung, ich wollte euch nicht beleidigen. Ich befinde mich jenseits aller Kränkungen. Ich lebe im mächtigen, dächerigen Piratenfürst der Insel. Das ist Kränkung genug für mich. Da scheint sich aber doch um euch zu kümmern. Seht nur die Wache, mit denen ihr euch ausrüstet. Die Wachen über seine Besitztümer, und dazu gehöre ich auch. Mein eigener Wächter hält's auf Distanz. Dann lassen wir uns vergessen, dass ich zur Spruch gebraucht habe. Klar, ja? Nur ruhig, der Alter. Ja, dann penn halt. Ich mag Leute wie euch eigentlich nicht, aber... Wer ist denn da Wächter zu Hilfe? Eindringlinge in meinem Quartier. Okay. So 3 gammelige Piraten, die kriegen wir noch locker hier. Ja, das sind ziemlich schäbige Typer. Die haben auch nicht wirklich was parat für uns. Aber hier ist was für uns. Moment, wo ist es dann? Hier ist es. Piratenhorn. Das ist genau der Gegenstand, nach dem ich gesucht habe. Man kann auf diesen Horn blasen, um die Hafenwächter auf sich aufmerksam zu machen. Sie öffnen daraufhin die Seegatter, damit ein Schiff passieren kann. Ohne das Horn kann man mit einem Schiff den Hafen von Brynlaw in dem Fall nicht verlassen. Alles klar. Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, an der Stelle mache ich jetzt auch meinen Cut. Und wir fliehen dann Moja von der Insel bei Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Am auf Pelzig. Dann schauen wir mal, ob der Plan von Seemon Havarian funktioniert. Doch nicht. Was ist denn das? Na, guck mal da, Bube. Sieht aus, als hätten wir ein paar Freiwillige von unserer Ruderabteilung, wie wär's? Entweder er macht hier ganz brav das Sklave, oder wir müssen euch ein bisschen aufmischen, Lass mich mal nachdenken. Nee, danke. Lass mich in Ruhe, wenn euch euer Leben lieb ist. Abschaum. Das soll sein. Prima Sklave, Bube. Hernippen. Immer diese Kaspar, die meinen, sie müssten stumpf machen. Und der Magier ist schon tot. Der A-Führer ist 8 tot. Stabschleuder +1. Ehrlich, Leute. Lederrüstung, Jaspis, das ist ja absolute Quatsch hier. So Pille-Palle rühre ich und nicht mehr an. Ja, der wieder mit seiner Gerechtigkeit die Siege soll. Ich würde in dem Fall eher sagen, der mit der dicksten Waffe und der es am besten einsetzen kann, soll Sieger. So. Jetzt haben wir noch diese schmierige Sklavehändler aufgemischt. Und genau dort noch wollte ich gucken. Die meiste Buwe hier, oder alle Buwe hier, haben noch 40 Goldstücke bei sich. Das ist schon sehr praktisch. Aber der Herr A-Führer, der besitzt sowas nicht. Nur +1er Sache. Jo, wie dem auch sei. Wir sehen uns dann morgen wieder, wie gesagt. Also, machen's gut und bis morgen. Iron Yankee.